Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir als RDF haben eine Änderung vom Ordre du Jour. Wir haben heute Ordre du Jour stehen zwei Projekt de loi über Palliativmedizin und auf der anderen Seite eine Proposition de loi über die aktiv Stirbhilfe. Wenn in die zwei Texte guckt, und ich meine, da ist nicht um den Fond von der Sache, mit geht als eine Prozedur. Wenn ihr noch die zwei Texte guckt, da seid ihr, dass die zwei Texte an verschiedenen Punkten eine Kontradiktion stehen. Aber wenn die zwei Gesetze oder die Projekt de loi und Proposition de loi giffe gestimmt gehen, dann ist es also klar, dass die Gesetze allen zwei nicht könnten Kraft treten oder zumindest ein nicht Kind Kraft treten. So steht zum Beispiel an dem Projekt de loi geht von einer Direktiv anticipé jetzt, an der Proposition de loi steht von einem Testament de vie. Am Projekt de loi steht, dass die Direktiv beim Autor bleiben, dass sie an den Dossier medikal kennt. An der Proposition de loi steht, dass sie GIF an einem Kader enregistriert gehen, an einem offiziellen System. Am Projekt de loi steht zum Beispiel dran, dass den Données nie wird begriffen, die sind so viel und nicht könnten an der Direktive anticipé stehen. An am Testament de vie, auf der anderen Seite der Proposition de loi steht, dass so Données könnten mit am Testament de vie stehen. Das ist also klar, dass die zwei Gesetze nicht mehr für auf die toten Punkte zu gehen an sich kontradiktorisch sind, und nicht allen zwei können dann Kraft treten. Vor die wir als dürfen müssen stellen an noch Konklusionen von den Kollegin R an dem Kollege Huss zu ihrer Proposition de loi, kommen sie an ihrem Rapport selber an zu der Konklusion, zitieren, or il est évident que d'un point de vue purement formel, une approbation par la Chambre des députés de la proposition de loi rendra nécessaire une adaptation de l'actuel projet de loi sur les soins palliatifs afin de les compléter, voire modifier sur certains points, notamment la terminologie et le contenu de la directive anticipative, mais avant tout une modification du Code de déontologie. Also Sie selber kommen zu der Konklusion, dass wenn die Proposition de loi stimmen, dass das eine Änderung von dem Gesetz über Palliativmedizin nach sich ziehen. Vor die mir als da müssen wir als Chamber stellen, können wir, wenn wir für das Gesetz über Palliativmedizin stimmen, wissend, dass wenn wir dann das Gesetz oder Proposition de loi 9 diskutieren und stimmen, wissen, dass da der Kontradiktion zu dem Gesetz für drin steht, wenn wir gestimmt tun, können wir das überhaupt als Chamber machen. Wir so ganz klar nein. Aber wenn ihr das Gift machen, dann müssen die sich auch vier drin eins gehen, was Konsequenzen von der Prozedur wären, die in der von Hand Druck kommen. Die erste Frage stellt sich, ob Chamber Kind zu den zwei Propositionen überhaupt Kind die Charge gehen vom zweiten Wort sekundär. Wenn Chamber dazu Gift machen, dann hat Chamber die Charge gehen zu einem Gesetz, die nicht Kind in der Kraft werden. Und da gehen wir den Ball bei der Conseil d'État führen, vielleicht an der Hoffnung oder nicht an der Hoffnung, dass den dann die Proposition de loi oder der Projet de loi nicht vom zweiten Wort konstitutionell entbannen. Aber wo stimmen wir dann? Da stimmen wir an einer Situation, wo wir dann eventuell so, da können wir nur 3 Monate drüber ein zweites Wort holen, ohne dass man dann auf einen Korrektur gemäht hat, oder wir machen dann ein neues Projet de loi, den eben die zwei Projekte an engem zusammen feiert. Dann dürfen wir, wenn die Chamber hier geht, an das stimmte Projet de loi, den 55-84, da kann die Chamber Proposition de loi muss nicht stimmen. Weil die eine Kontradiktion mit dem ersten Wort steht, und da müsste am Anfang die Proposition de loi dementsprechend amendiert gehen, ehe sie zur Diskussion steht, dass sie konform mit dem ersten Wort ist. Und dafür proposieren wir, Herr Präsident, dass der Punkt 2 vom Ordre du Jour, die Proposition de loi, soll vom Ordre du Jour haut draufhüllen. Herr Präsident, meine Fraktion ist der Meinung, dass in den Ordre du Jour haut mittig soll, so silosen, wie von der Konferenz der Präsident geplant wird. Wir wollten hier als Fraktion so, dass wir auf dem Ordre du Jour behalten und nicht mit einer Modifikation vom Ordre du Jour d'accord sind.
mir op alle Fall von der DP mir meinen, dass man solle bei dem bleiben, wo sowohl an der Kommission der Santé décidéiert gin ass, wie auch Konferenz der Präsidentsrecht gehandelt. Wir sind als eins darüber gehen, dass man die zwei kontradiktorischen Meinungen am selben Tag für Madeleine diskutieren. Da kann man machen, und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Den Herr Giberi hat wird nachgefragt. Merci, Herr Präsident. Ich würde verdichten dem Kollegen Carlo Werner so, dass wir müssen wissen, dass da der kein Member an der Kommission hat und dafür auch kein von uns doof war. Das ist zur Erinnerung, ich meine, sofern wir sind ja, Herr Werner, kann ich in eine Kommission gehen, wir haben kein Member an der Kommission und dafür ist es doch normal, dass kein an der Kommission ist. Ich will aber nach der Präsident, der Kollegen aus der Präsidentenkonferenz, wenn die sich eins waren, für die zwei Projekte in Hauthai zur Diskussion zu kommen und zur Aufstimmung kommen zu lassen, da gehe ich ja auch davon aus, dass die Präsidentenkonferenz sich Gedanken gemacht hat für den Fall, wo die zwei Projekte gestimmt gehen, was das Konsequenzen hat für ein Twitter. Da müssen sie aber zumindest so, wann die zwei Projekte gestimmt gehen, was für ein Twitter prozedural gesehen dann durch Hand und Druck kommen. Ich meine, das aber das Manst von den Ehren so in Debatte an Ehren so ein Wort hält, also aber zumindest das Manst, da muss viel darüber wissen, was geschieht dann, wenn die zwei Projekte mit Ja gestimmt gehen, was geschieht dann Hand und Druck.